Gesegnet sein, zum Segen werden, von Abraham zu Jesus. Sicher, es geht einmal um Adventszeit, das heisst die Wartezeit, bis Jesus wiedergekommen ist. Wir haben da die grosse Linie, die bei Abraham anfängt, ja, auch schon früher, und dann auf Jesus hinzielt. Gesegnet. Ich habe das Thema gewählt und es beschäftigt mich schon 2-3 Monate. Einfach so, ja, ich bin jetzt etwa 55 Jahre Christ. Dann ist man doch als Christ ein gesegneter Mensch. Ich bin ungefähr 40 Jahre Pastor gewesen. Ja, bin ich jetzt ein gesegneter Pastor gewesen? Wenn man jetzt nicht nur in die Zukunft schaut, müssen wir doch jetzt auch erkennen, wo ist jetzt die vielen Segnungen, wo Jesus in mein Leben hineingelegt hat. Aber auch natürlich die andere Seite, zum Segen werden. Ich habe schon früh in meinem Leben für andere wählen, zum Segen werden. Bin ich zum Segen geworden? Wo kann ich das ablesen? Das müsste jetzt doch in der Biografie so sein. Ich bin nicht überall erfolgreich gewesen. Ist Erfolg einfach Segen? Kann ein Mensch unter uns sagen, hey, ich bin erfolgreicher Geschäftsmann, darum bin ich ein Gesegneter, und der andere bringt es nicht so weit, also bin ich weniger gesegnet? Oder ist das ein Missverständnis? Was meint überhaupt Segen? Ein Segen ist ein gebräuchlicher Ausdruck, habe ich jetzt nur schon in den Medien, in der Vorbereitungszeit gemerkt, oder? Also zum Beispiel in den Nachrichten, der Haussegen zwischen England und der EU steht schief. Was ist das für eine Art von Segen? Oder dann ist es um eine Entscheidung gegangen, es war alles schon vorbereitet, so ein Übereinkommen. Jetzt muss es noch das Parlament absegnen. Oder das Projekt kann rechnen mit dem Segen vom Vorgesetzten. Ist das Segen? Oder mit anderen Worten noch, was ist Fluch? Das ist das Gegenteil, das müssen wir auch in dieser Predigt anschauen. Was ist Fluch? Ist Fluch vielleicht nur einfach das, was jetzt da bei Zauberei, im Schamanismus ausgesprochen wird? Oder ist Fluch noch viel, viel mehr? Also diesen Begriff müssen wir nachgehen, um zu entdecken, was es mit dem Thema Segen auf sich hat. Und das Ziel wäre schon noch, Dankbarkeit in mir und in dir ihnen zu fördern, für den Segen, der da ist, und Sehnsucht zu wecken oder zu fördern, da gibt es noch viel mehr zu entdecken. Wir werden jetzt auch dann im Folgenden noch entdecken, das war eine spannende Entdeckung, dass der Begriff im Hebräischen, wie das Alte Testament geschrieben worden ist, und im Griechischen, wie das Neue Testament geschrieben worden ist, immer noch zusätzliche Bedeutungen haben. Und die Bedeutungen können uns weiterführen, wie man dann sich öffnen kann für den Segen, der da ist. Bevor wir aber zu den einzelnen Punkten kommen, möchte ich noch beten. Herr Jesus, wir danken dir für deine Gegenwart. Du bist ein segnender Gott, wo vieles in unser Leben hineingeleitet hat und will hineinlegen und will entfalten. Und du bist ein Gott, der uns zum Segen berufen hat, ein Segen zu sein in dieser Welt, wo Finsternis herrscht, wo Fluch herrscht, wie wir es werden sehen. Lasst uns das entdecken, jeder auf seine Art. Wir müssen nicht der grosse Abraham sein.
Man könnte der kleine Christoph oder wie wir irgendwo heissen, man könnte sagen, sie. Begegne du uns jetzt durch dein Wort. Amen. Es geht als Haupttext jetzt um 1. Mose 12, 2 und 3. Es geht um den Abraham. Ein 7-faches Segen, wo der Abraham überkommt. Wir sehen es da auf der Folie. Ich lese jetzt das nicht ab, weil wir das zu jedem von diesen 7 Teilen etwas werden dann hören. Also das werden wir wie ein bisschen in uns hineinnehmen und ein bisschen anfangen verdauen. Wichtig ist jetzt einmal, dass der Abraham, seine Geschichte fährt in dem Kapitel 12 an, im Vers 1, wo es dann einfach heißt: Und der Herr sprach zu Abraham, geh aus deinem Land und aus deiner Verwandtschaft und aus dem Haus deines Vaters in das Land, das ich dir zeigen werde. Also es ist einfach zuerst ein Auftrag, ein Vers lang, und dann 2 Vers lang die Segnungen. Und das heißt, Gott führt einen Weg und segnet den Weg. Und es ist nicht umgekehrt. Der Abraham sagt sich nicht, du, oh Gott, ich habe eine gute Idee. Die Welt ist gross und das ist deine Schöpfung, oder? Weißt, ich will die Welt einmal entdecken und da gibt es ganz verschiedene Kulturen. Das ist spannend, oder? Also ein bisschen Ethnologe zu sein, oder? Also, das Projekt ist ja gut, oder? Es ist ja nicht Sünde, die Welt zu bereisen. Segne du mein Vorhaben. So geht es nicht. Wir können nicht einfach ein Projekt machen und dann sagen, Gott, segne du das. Es ist umgekehrt. Aber umgekehrt sagt jetzt Gott, das ist mein Weg. Und von ganz am Anfang, bevor du den ersten Schritt gemacht hast und noch viele Erfahrungen auf dem Weg, du darfst sicher sein, das ist ein gesegneter Weg. Mit Gott zusammen in seiner Nachfolge darfst du wissen, das ist ein gesegneter Weg. Und das hat mich fasziniert an dem Text. Die Segnung kommt nicht irgendwann, dann später mal, oder nach 2-3 Monaten Reisezeit, sondern sofort Gang und weiss in dieser Gewissheit, das ist ein gesegneter Weg. Jetzt, was wir da noch haben, ist einfach der Aufbau. Das ist jetzt mir mal wichtig von diesen 7 Sachen. Die ersten 3 Segnungen sind, das kommst du, Abraham, in dein Leben über. Du bist ein gesegneter Mensch. Die zweiten 3 Sachen sind mehr, oder die zweiten 2 kann man sagen, sind mehr, du wirst ein Segen sein. So, als Gesegneter bist du ein Segen für andere. Wirst du Spuren vom Segen hinterlassen. Und dann hat es natürlich wichtige Hinweise, die sich erst in Jesus erfüllen. Also, gehen wir jetzt zum zweiten Gliederungspunkt. Da geht es also jetzt, wir fangen jetzt hinten an. Es ist Advent und zweifellos Jesus und die Verheißung auf Jesus ist das Wichtigste drin. Und da heißt es also in der 7. Segnung, in dir sollen gesegnet werden alle Völker der Erde, Geschlechter der Erde. Das ist ganz weit vorausdenkt. Das ist ganz global denkt. Das ist über Generationen denkt. Das kann er sich nicht vorstellen. Der Abraham etwa im 2. Jahrtausend vor Christus zu datieren und dann ist noch das 1. Jahrtausend, oder? Und bis Jesus dann gekommen ist.
Also das sind x Generationen und das sind viele, viele Völker und die werden auf eine Art in dir gesegnet. Wie soll das gehen? Aber die Lösung haben wir, wenn der Paulus die Verheißung wieder aufnimmt, in Galater 3, 6 bis 8, oder noch den ganzen Abschnitt noch dazu, oder? Da zitiert er wieder, durch dich werden alle Völker gesegnet werden. Und das sagt er, das ist verheißen, das ist der Segen, ist gekommen durch Jesus, indem dass Jesus die Grundlage gelegt hat vom Vertrauen. Vertrauen vor Gott, zu Gott, bringt Gerechtigkeit. Und das ist der grösste Segen, wo durch Jesus in die Welt hineingekommen ist. Und so befreiend, wenn wir auf dieser Grundlage stehen vom Vertrauen. Vertrauen macht uns gerecht vor Gott. Ich habe gestern einen Artikel noch gelesen. Es ist um den Wechsel gegangen in einer Blindenorganisation, wo dann der abtretende Chef so gesagt hat, also eine relativ recht grosse Dachorganisation. Sein Motto war, wird immer besser, dann bleibst du gut. Wird immer besser, dann bleibst du gut. Das mag ja vielleicht ein Klima sein, in der Arbeitswelt überleben. Aber wenn jetzt das geistlich wäre vor Gott, Christoph, wird immer besser, dann bist du gut. Und wenn du nicht mehr besser magst werden, weil der Schnuff ausgeht, dann ist das dann schon zu wenig. Aber da ist Vertrauen auf Jesus, dann langt es. Und der Begriff gerecht finde ich so etwas Schönes, wenn wir es dann biblisch anschauen. Also gerecht würde für uns heissen, unparteiisch. Aber der gerechte Gott, wenn wir einfach realisieren, er behandelt uns ganz unterschiedlich. Er behandelt seine Kinder unterschiedlich. Das scheint zwischen drei parteiisch zu sein, mit Schicksalsschlägen und so. Aber Gott ist gerecht, heisst, er meint mit uns allen recht. Und oft wenn der Mensch gerecht ist, dann steht er recht vor Gott. Nicht, weil er so heilig geworden ist und sich so angestrengt hat und immer besser geworden ist, bis er ganz heilig geworden ist, sondern aus Gnade, aus Vertrauen. Also, auf den Segen bezogen, wir sind nicht Gesegnete, weil wir uns so Mühe geben, weil wir diese und jede Methode haben oder dieses und jenes Buch gelesen haben und befolgt haben, sondern wir sind Gesegnete, wenn wir auf der Grundlage vom Glauben an Gott leben durch Jesus Christus. So hat er die 7. Segnung vom Abraham erfüllt. Nun sagen, geht nicht ohne Fluch. Das zieht sich durch die ganze Bibel. Gott verheißt Segen und er verheißt Fluch. Und so ist die 6., die zweite, letzte Segnung, wo wir jetzt dazukommen, Fluch. Wer dir flucht, den werde ich verfluchen, sagt Gott. Das verstehen wir jetzt nur recht. Also, was ist das überhaupt für ein Gott, der so rachedürstig ist? Oder wer dir flucht, den werde ich verfluchen. Ist interessant, dass das ganz zwei verschiedene hebräische Worte sind, wie das geschrieben ist. Das eine ist, wer dir flucht, heisst, wer dich beschimpft, verlästert, verleumdet. Du blöden Abraham, oder wie Jesus das in der Bergpredigt dann die paar Begriffe da, Dummkopf und
Und so, was wir nicht machen sollen, den Nächsten beschimpfen. Aber das ist eine Beschimpfung. Wenn man jetzt meint, es sei der gleiche Begriff, oder, würde ja heißen, also, wenn wir etwas falsch machen, Menschen Krieg führen, einander vergewaltigen und so weiter, oder, dann fängt dann Gott an, der Dreieinige, oder, und dann ein paar Engel noch dazu, und die fangen an zu verschimpfen. Was sind das für dumme Menschen da auf dieser Welt und dann so eine riesige Schimpfparade da, Tirade da im Himmel oben. Das heißt, den werde ich verfluchen, der passt nicht in die Gemeinschaft zu mir. Der hat keine Gemeinschaft mit mir. Das ist es. Fluch umgibt uns. Ist all das, was nicht zur Gemeinschaft mit Gott passt. Ist also nicht nur einfach im Schamanismus und Zauberei. Wir sagen ja auch, ist Technik Segen oder Fluch? Und Fluch heisst einfach, das sind schlechte Einflüsse. All das, was nicht von Gott kommt, was der Mensch produziert, so vieles sind schlechte Einflüsse. Also, das ist es so. Und so können wir auch verstehen, wenn der Paulus im drittletzten Vers vom 1. Korintherbrief, ich habe extra nachgeschaut, das ist nicht der letzte, es kommt dann schon noch Gnade drin vor, oder? Aber wenn jemand den Herrn nicht liebt, soll er verflucht sein. Das ist keine Beschimpfung, sondern einfach eine Darstellung, er ist unter dem Fluch, unter der Trennung von Gott. Und dann noch das Maranatha. Also, wir stellen fest, wir sind gesegnet, aber mitten in einer Welt, die uns schlecht beeinflusst. Und wir haben Stimmen in uns inne, die uns schlecht beeinflussen. Also nicht nur auf der okkulten Seite. Aber Jesus ist in die Welt hineingekommen, um den Fluch zu besiegen. Und es gibt kein Segen, ohne dass der Fluch besiegt ist. Dass wir aus dieser Ferne von Gott in die Nähe kommen zur Quelle der Segen. Und darum ist Nachfolge nach 1. Petrus 3,9 ist, wenn wir in einer Welt voll Fluch, voll Beschimpfung, voll Bösem leben, dann spüren wir in uns innen die gleiche Stimme. Gib zurück, schimpf zurück, fang an zu lästern und negativ reden. Aber der Christ, weil er zum Segen berufen ist, kann in der Nachfolge wie Jesus den Fluch überwinden. Segnet, die euch fluchen. Stellt die Menschen, die euch schaden und zerstören, unter das gute Licht von Gott. Also so kommen die Anfechtungen drin, der Fluch. Also der Fluch ist ebenso Realität wie der Segen. Jetzt möchte ich den Abschnitt jetzt eben mehr um Jesus mit dem neutestamentlichen Vers nochmal unterstreichen. Der Vers gefällt mir, Epheser 1, Vers 3. Das ist jetzt ein Start von einem Brief. Und heisst auch wieder, wir sind gesegnet, haben Anteil am Sagen durch Christus. Und der fängt jetzt an, gepriesen sei Gott. Und nachher sind wir gesegnet. Und das ist im Griechischen das gleiche Wort. Das hat etwas zu bedeuten. Gepriesen und gesegnet ist das gleiche Wort. Aber es macht keinen Sinn, zu sagen, gesegnet ist Gott oder Gott sei gesegnet. Also wer segnet denn Gott? Und gepriesen, das kommt auch an anderer Stelle vor, heisst einfach, Dank für all das, was da ist. Das, was du als Segen empfangen hast.
Wir haben schon, wenn Jesus in unser Herz, in unser Leben hineingekommen ist, also macht hoch die Tür, wenn er in die Tür hineingekommen ist, ist er da mit seiner Fülle des Segens. Eben gepriesen sei er für die Fülle des geistlichen Segens, an dem wir in der himmlischen Welt durch Christus Anteil bekommen haben. Aber der Segen, der ist nicht einfach identisch. Kann natürlich mal sein mit sichtbarem Erfolg. Kann sein mit Gemeindewachstum, wo wir zählen können. Aber eigentlich ist es geistlich. Und in der himmlischen Welt, also in einer anderen Dimension. Und es wäre schön, wenn wir das könnten immer mehr entdecken. Immer mehr. Und die Sehnsucht werde ich in euch wecken. Und die ist mir so entflammt. Entdecken wir doch, da muss mehr sein. Das heisst, eine Fülle. Ja. Es ist mir in der Vorbereitung ein Bild gekommen. Ich denke, wir haben die Fülle des Segens als Menschen, die Jesus ins Leben einbezogen haben, in unserem Leben drin. Die sind da. Die müssen nicht zuerst ins Haus hineinkommen. Aber wir haben einen Estrich. Und wir haben gewisse Stauräume. So Räumchen, wo man einfach all das, wo niemand mehr sonst Platz hat. Ein kleines Beispiel, das mir in den Sinn kam, ist, vor 20 Jahren haben wir unser Elternhaus, mein Elternhaus räumen. Und neben dem Brütsch im Zimmer und neben meinem Zimmer hat es so in der Dachschräge ein kleines Türchen gehabt, das hat in so einen Stauraum hineingeführt. Und der Stauraum ist halt dann beim Räumen nicht mehr begehbar gewesen, sondern einfach ist alles voll gewesen, oder? Dann tust du das ein bisschen abbauen und schauen, was kommt in die Mulde rein und was. Und dann ist es so etwas original verpackt. Das sind mehrere gleiche Sachen gewesen. Haushaltshilfen von Betty Bussi. Ja? Dann interpretierst du das einfach, oder? Also die Mutter hat es nie gebraucht und es sind mehrere gleiche original verpackt. Es könnte gut sein, dass das ein Weihnachtsgeschenk, wo sie halt jetzt einfach, was sie so Zeitschrift bekommen hat, oder? Werbezeitschrift gepostet hat, die verstaut hat und an der Weihnacht nicht mehr gewusst hat. Ja, vielleicht haben wir, ja, ist Interpretation, oder? Aber auch so einfach die Kämmerchen, die Stauräume. Und es sind ganz viele Sachen drin. Aber wir können es jetzt nicht gerade brauchen und wir vergessen dann, was wir alles haben für Segnungen von Gott. Also gepriesen und gesegnet, das sind die gleichen Wörter. Gehen wir zum dritten Punkt. Der Abraham ist ein Gesegneter. Wir können jetzt das nicht, natürlich, wir müssen das ein bisschen übertragen. Das ist relativ konkret jetzt für ihn gewesen, aber ich denke, geistlich können wir die 3 Segnungen dann übertragen. Das ist jetzt der Anfang, das sind jetzt die ersten 3. Ich will dich zu einer großen Nation machen. Der Abraham, man könnte daraus lernen, also er hat dann recht lange Geduld gebraucht. Seine Zeugungskraft ist dann für den Nachkommen mit der Nebenfrau, mit dem Ismael, noch vorhanden gewesen. Aber dann ist es wieder über ein Jahrzehnt gegangen, oder? Und dann ist die Zeugungskraft von ihm und Sarah ist sowieso unfruchtbar gewesen. Es ist einfach nicht mehr gegangen. Er hat nicht einmal einen Nachkommen gehabt. Und Gott hat gewartet, um zu sagen, Abraham, die Verheißung liegt nicht an deinen Möglichkeiten, an deinen Fähigkeiten. Die Erfüllung von dieser Verheißung liegt allein an der Hingabe. Und das ist es. Dass Gott uns kann brauchen
über Generationen. Das hat Abraham nie erlebt. Die Erfüllung von dieser Segnung. Oder was er hinterlassen hat, oder? Sie sind ein Ehepaar gewesen, 2 Personen. Aber in dieser Linie von Israel, oder, ist nur ein Nachkommen gewesen, der Isaac. Sie haben sich zuerst einmal halbiert. Und erst aus Ägypten dann, nach der Sklaverei, ist ein grosses Volk ausgezogen. Das sind Jahrhunderte dazwischen. Aber es heisst, hey, das Segen, wo wir jetzt ausstrahlen können, in der Gemeinsarbeit, aber auch in der Familie drin, oder als Single, als geistliche Eltern, das ist über Generationen Multiplikation. Du erlebst das vielleicht gar nicht. Aber das hat doch Gott da auch verheißen. Unser Leben wird über Generationen Frucht bringen. Und das will ich. Und das will ich einfach für mich in Anspruch nehmen. Ob ich das kontrollieren kann oder nicht mehr kontrollieren, das ist nachhaltig. Gottes Segen ist nachhaltig. Dann der zweite Segen in dieser Nummerierung, oder? Also es ist immer noch, Abraham ist gesegnet, ich will dich segnen. Den werden wir jetzt ein bisschen überspringen, in dem Sinn, dass ich ihn am Schluss der Predigt ein bisschen ausweiten, dann das der priesterliche, der gottesdienstliche Segen, sehe ich da dahinter. Der Herr segne dich und behüte dich. Also das kommt dann am Schluss. Gehen wir so jetzt also zu der dritten Segnung. Eine Segnung, wo er überkommt, wo uns ein bisschen zum Denken anregt. Ich will deinen Namen groß machen. Ja, also das ist schon noch eine schöne Aussage. He? Du hast sicher auch schon mal berühmt werden. Ein berühmter Musiker, ein berühmter Maler, ein berühmter Geschäftsmann, ein berühmter Sportler. Also einfach ein bisschen etwas sein. Ein bisschen vom Durchschnitt, ein bisschen mehr sein. Das ist doch gut. He? Und Gott sagt, das macht er. He? Er macht aus dir eine berühmte Persönlichkeit, ein grosser Name. Jetzt müssen wir einfach schauen, welche Namen jetzt für den Abraham genannt werden, dass man das richtig versteht. 2 Namen kommen im Alten Testament vor. Also Abraham kommt viel vor, oder? Aber ich habe da einfach die Stelle neu angegeben. In einer Psalmstelle wird er als Diener Gottes beschrieben. Ah ja, er ist Diener. Er hat einen grossen Chef, der ihm sagt, was zu tun ist. Er hat einen guten, einen liebevollen, einen Chef, der segnet, aber der Chef ist gross und er ist Diener. Aber unsere Bedeutung und meine Bedeutung und deine Bedeutung ist, dein grosser Name ist, ein Diener Gottes zu sein. In einem Reich drin zu arbeiten, wo wir einen grossen, segnenden Chef haben. An einer anderen Stelle, in 2. Chronik, wird er Freund Gottes genannt. Ja, Gott ist da, das ist der Gross. Und er ist Freund. Wow. Das ist der heilige Gott, das ist der allmächtige Gott, das ist der ewige Gott und er darf eine Freundschaft, eine Beziehung, wie eine Zweierschaft, eine Bruderschaft mit dem Gott haben. Wow, das macht ihn gross. Beziehung zu Gott. Und damit können wir, das unterstreicht der Punkt wieder, einfach seine Bedeutung in der Beziehung zu Gott, im Dienen, im Freundsein. Das hebräische Wort für segnen heisst dann niederknien. Wird einfach auch so gebraucht. Und je nach Zusammenhang muss man es anders übersetzen. Aber es heisst doch, unsere Grösse ist in der Demut.
Im Niederknien, im Staunen, im Anbeten, im Lobpreis und im Betten, in der Beziehung. Dort fließt die Kraft, wo Segen ist. Dort fließt das, dass wir ein Segen sein für andere. Also Abraham ist gesegnet. Das sind die ersten 3 Segnungen. Und dann kommen die zweiten 3 von dieser 7-fachen Segnung. Das ist eben, er wird zum Segen. Da heißt es, und du sollst ein Segen sein. Natürlich, wir sollen liebevolle, segnende Taten tun. Gott braucht Menschen zum Segnen. Wir sollen segnende, tröstende, ermutigende Worte äußern. Aber da heißt es, du sollst ein Segen sein. Also wirklich, du bist Segen, wörtlich. Also das heißt doch, Gott schafft da Abraham so, dass sein Reden, sein Handeln mit seinem Sein zusammenpasst. Es war nicht immer so. Denken wir noch, dass er da seine Frau, und er hat Hungersnot gehabt, er auf Ägypten müssen fliehen, hat er seine Frau als Schwester ausgegeben, so eine Halbwahrheit, aber es ist dann wirklich schief rausgekommen. Ja, das hat beinahe die ganze Verheißung gekillt, weil der Pharao Zara hat zur Frau nehmen. Also da hat er geformt werden. Dass er nicht nur gesagt hat, ich bin ein Better oder ich liebe Menschen, sondern dass das aus sein Wesen geworden ist. Aber das ist doch eine grosse Verheißung für mich und dich. Erstens einmal, es zählt nicht einfach nur, was wir tun und machen und rennen, aber es heisst, dass Gott formt. Und sagen heisst, das ist Wohlwollen. Es tut vielleicht ab und zu weh, wie Gott formt, aber wir werden nicht verformt. Wir werden so geformt, dass wir ein Segen, eine Wohltat sein in unserem Sein für andere. Wir können authentisch sein. Wir werden authentisch. Wir werden nicht perfekt. Wir werden vielleicht Jesus ähnlicher, aber nie im Gleichen, oder? Aber wir dürfen wissen, er formt uns und seine Formung ist erfolgreich. Es wird Segen für uns. Wir sollen ein Segen sein. Und dann geht es weiter. Und ich will segnen, die dich segnen. Da entsteht wie ein Feedback. Der Abraham ist ein segnender Mensch. Und wenn er gesegnet wird, geht wieder ein Segen zurück. Es heisst, wenn wir andere segnen, sind wir Nutznießer. Also segnen heisst, ich will das Gute für den anderen, ich will das Wohl für den anderen. Ich kümmere mich um den anderen, auch wenn er vielleicht ein bisschen schräg und komisch ist. Und dann kommt etwas zurück, wie ein Bumerang. Also wenn du in deiner Ehe, wo vielleicht hoffentlich gut läuft, oder mäßig gut läuft, aber einfach du segnest deinen Ehepartner, dann fließt etwas zurück in die Ehe, auf dich selber. Wenn du Mühe hast mit Erziehung, weil Kind nicht ganz so, oder? Und du Kind segnest, es fließt etwas zurück. Wenn du Menschen in der Gemeinde segnest oder Gemeinde segnest, es fließt etwas zurück. Eine Gemeinde, wo man einander segnet, das spürt man im Klima. Das ist eine Verheißung. Es fließt zurück. Ich will segnen, die dich segnen. Also der Abraham startet zu einem Leben, geführt von Gott, der wissen, mein Weg ist gesegnet. Und Jesus, auch wenn er das nicht gesehen hat, das ist einfach
Turin, ganz, ganz weit in den Horizont. Man muss lernen, beim Sagen weit zu denken, kommt Jesus, der globale Segen, auf dem Fundament vom Glauben. Der Abraham ist gesegnet und darf ein Segen sein. Ich werde abschliessen mit dem, wir haben ja noch, ich will dich segnen, so ganz allgemein. Und der Aaron als Start der Priester soll das Volk segnen. Und in dem hinein spüren wir, was Sagen sonst noch alles kann sein. Es kann so viel sein, es ist nur eine kleine Auswahl von all dem, was ich auch entdeckt habe. Also ich tue jetzt mit eigenen Worten, was mir so dann gross geworden ist, den Sagen erweitern. Und wir können einfach ein bisschen das auf uns wirken lassen, ein bisschen meditativ. Der Herr segne dich und behüte dich. Du schützt mich in den Versuchungen und Gefahren, die in mir und um mich herum lauern. Ich bin in deiner Hand geborgen. Der Herr lasse sein Angesicht über dir leuchten. Du bist mir zugewandt. Ich bin von deiner Herrlichkeit umflutet. Und sei dir gnädig. Du liebst mich trotz meines Versagens und den zahlreichen Lebensbereichen, in denen ich noch geistlich wachsen kann und muss. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich. Du gehst mit mir durch das Leben. Deine Nähe belebt mich, gibt mir Kraft und gebe dir Frieden. Bei dir, Gott, finde ich Zuflucht. Du machst mein Herz ruhig. Amen. Danke vielmals, Christoph, für deine Predigt. Danke für all das, was du uns aufgezeigt hast über das Segen. Und ich habe mega viel neu lernen. Danke vielmals. Wir haben weiterhin die Kalender aufgelegt, die ihr mitnehmen und euren Freunden, Bekannten, Verwandten, Nachbarn verschenken. Ein mega cooles kleines Geschenk. Und hinten drauf hat es eine Einladung, um eine Predigt online vom Kreuzpunkt zu schauen und natürlich auch in den Kreuzpunkt vorbeikommen. Also eine super Möglichkeit, um Freunden ein Geschenk zu machen und sie gerade in unsere Kirche einzuladen. Am 22. Dezember findet eine Infoveranstaltung statt vom Kreuzpunkt. Wenn du neu im Kreuzpunkt bist oder wenn du einfach gerne mehr würdest erfahren über den Kreuzpunkt, was unsere Werte sind, was wir so machen, dann bist du mega herzlich eingeladen. Anmelden dazu kannst du dich online auf unserer Homepage oder auch im Sekretariat per Mail. Am nächsten Samstag feiern wir schon Weihnachten und darum gibt es am 25. Dezember da am 10 Uhr am Morgen einen Familiengottesdienst zusammen mit dem Dan Zeltner. Wir freuen uns mega darauf und ihr seid alle herzlich eingeladen. Neuerdings wird es hier im zweiten Obergeschoss 2G sein. Das heisst, da oben dürfen wir leider nur noch sein, wenn man geimpft oder genesen ist. Im Erdgeschoss gibt es dann aber eine Übertragung für alle anderen. Bitte meldet euch an, weil die Plätze sind auf 50 Personen beschränkt. Und am 26. Dezember gibt es dann aber keinen Gottesdienst, weil wir ja am 25. schon Gottesdienst feiern. Und jetzt darf ich euch zum Schluss noch bitten zum Aufstehen und darf euch mit dem aaronitischen Segen noch segnen. Der Herr segne euch und beschütze euch. Der Herr blicke euch freundlich an und schenke euch seine Liebe. Der Herr wende euch sein Angesicht zu und gebe euch Glück und Frieden.
Und mit diesen Worten wünsche ich euch ganz einen schönen Sonntag und zum Schluss dürfen wir nochmal ein Lied miteinander singen.